Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ranch Simulator. Folge Nummer 17. Und wir stehen auf. Einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal eine Runde Taschenbillard. So. Ja, geil positionierte Lichtschalter. Ah ja. Ah. Ja, wie man sieht, ich habe zwischen den Folgen, also erstmal hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Vielen, vielen Dank. Freut mich, euch wieder da zu haben. Kann ich den anmachen? Nö. Ähm, Wie man sieht, habe ich zwischen den Folgen mal kurz die Küche umgeräumt, die ganzen Sachen vom Laden geholt und hier mal alles eingeräumt. Ich habe auch schon eine Testwurst gemacht mit dem Stück Fleisch, was wir noch hatten. Habe da noch ein Ei beigemischt und habe die da hinten schon mal aufgehängt. Und die ist auch gleich schon fertig zum Verkaufen, weil dann können wir mal gucken, was es denn gibt. Aber jetzt fahren wir erstmal raus und gucken mal, wie es unseren Viechern geht. Ich habe, by the way, natürlich auch noch Futter geholt, weil uns die Viecher die Haare vom Kopf fressen. Und ich glaube, dagegen müssen wir heute was unternehmen. Der Kollege hier, eieiei, ich glaube, du könntest schon mal mitkommen. Ich glaube, du frisst nur noch und wirst nicht mehr fetter. Ah, komm mal mit. Ja, komm mal mit. So, komm. Du könntest eigentlich mal hier hinten, na, so. Ja, perfekt, ja. Ja, wobei, ich glaube, da geht noch ein Stück. Der kann noch größer werden, oder nicht? Naja. Ja, klar. Auch das hat sich nicht geändert. Komm mal her. So. Haben wir denn noch so einen zweiten Kollegen? Der ist auch schon ziemlich fett, ne? Aber nicht ganz so krass. Der auch nicht. Aber ey, Leute, was die fressen, ne? Das geht unter keine Schweinehaut mehr. Ist der größer oder? Doch, der ist größer. Wobei, der ist auch übel fett. Hm. Guck mal, schon wieder leer. Das ist unfassbar, was die fressen. Ei. Aber ich glaube, ich lasse die noch einen Ticken mir das mal angucken. Der hier ist halt schon. Ich habe mir, glaube ich, früher habe ich mir immer gemerkt, wenn die Nase bis zum Ende des Sitzes kommt, sind sie reif zum Pflücken. So, wie geht's euch denn hier drinne? Immer noch keine Kinder. Tut mal was, damit, ne, ich erlöse euch dann auch. Aber ihr habt noch Fressen, ne? Ja, ja. Gut. Was haben wir hier? Guck mal, ein Huhn. Hallo? Na? Du, bleibst du gefälligst da? So. Alter, wie viel die scheißen. Da kommen sie gar nicht hinterher. Euch gar nicht zu versuchen. Haben wir denn hier mittlerweile? Das sind alles Hühner, ne? Da hinten ist. Ja, ihr habt schon wieder leer. Da habe ich vorsichtshalber schon mal einen Sack hingestellt. Das Ding ist halt, wir müssen jetzt echt mal langsam zu Kohle kommen. Das heißt wohl oder übel, dass wir den einen Kollegen da zu Wurst verarbeiten müssen. Ob er jetzt ready ist oder. Hört ihr mal auf damit? Nicht hier aufeinander draufsteigen. Und was machst du genau? Nein. Oh oh. Ist das ein Baum in einem Baum oder welchen Baum habe ich vorhin umgesammelt? Ja gut, aber ich habe auch eine Idee, was wir damit machen können. Ist praktisch, wenn wir hier. Wobei ihr scheiß Schweine geht da auch drauf, ne? Denke ich gerade. Wenn wir uns da eine kleine Leiter bauen, weil dann können wir da einfach drüber springen. Aber halt so, dass die Schweine da nicht rauskommen. Ähm. Ja, geht das nicht. Guck mal. So.
Genau, du Kollege, kommst jetzt mal mit. Für dich ist, glaube ich, der Tag gekommen. Weil das Ding ist, ich kann mir nicht mehr leisten, euch zu füttern. Das geht leider nicht. Deswegen kriege ich auch nicht da rein. Ja gut, ich hole mal eine Kühlbox, ne? Nicht wundern. Guck mal, hier, schön Kühlbox. Ah, hier noch eine Kühlbox. Das Gefühl, ich werde noch eine brauchen, aber wir gucken jetzt mal. Ey, bleibst du hier? Ich tu dir doch nichts. Vielleicht. Mann. Och, süßer. Tut mir leid. Es muss leider sein. Ich brauche Kohle, beziehungsweise deine Kollegen brauchen Essen. Ne, du hast dich quasi geopfert für die Gruppe. Reicht mit 2 Kühlboxen? Hm, der war doch nicht ganz reif. Naja. So, dann fangen wir mal an hier. Die Dinger zu verarbeiten. Und zwar hauen wir die jetzt hier rein. Machen das so. Und dann haben wir hier, nehmen wir ein Ei. Hauen das hier rein. Das Ganze und drehen das durch einen Fleischwolf. Durch einen, hier, Wurstpresse. Dann machen wir das Ganze von vorne. Wobei es, glaube ich, schlauer ist, wenn ich die Würste jeweils schon aufhänge. Ich nehme mal mit. Und legen die schon mal hier rein. Genau, das ist nämlich jetzt eine Eisalami. So. Wo waren wir denn hier? Wir haben halt nicht mehr so viele Eier, weil ich die auch verkaufen musste. Weil wir echt keine Kohle mehr hatten, ne? Ich musste Futter kaufen. So, und dann die direkt aufhängen, weil dann kann das schon mal anfangen zu trocknen. Sagt man trocknen beim Fleisch? Ja, ne? Reifen. Oh. Entschuldigung. Mal kurz einen Schluck getrunken. Was haben wir denn noch? Wie viele haben wir noch? Vielleicht haben die schon wieder welche geleakt da draußen. Gehen wir gleich gucken. So. Du. Aber das ist cool, weil dann können wir... Ich glaube, die geben nämlich jetzt ordentlich Kohle. So. Wäre natürlich ein bisschen einfacher, wenn die gute Bella jetzt da wäre. Ja, da könnte man wieder hier so Massenproduktion starten. Aber die ist wahrscheinlich schon im Bett. So. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir noch Eier haben. Ich hoffe ja. Und sonst machen wir halt Salami, normale. Wäre ja auch okay. Scheiße. Komm, leg mal Eier jetzt. Ja, 1. Immerhin. Naja. Eine Salami gibt's noch mit Ei. Dann ist Feierabend. Ist das Ding noch? Ja, ne? Ach. Hier. Ich mag das Spiel. Und ich hoffe, euch gefällt's auch. So ein bisschen drehen. So. Guck mal, die ist nämlich schon übel weit jetzt. Gut, dann machen wir hier mal normale Salami.
Und sobald wir irgendwann Kohle haben, müssen wir auch das drehen nicht mehr. Dann kaufen wir die Dinger alle elektrisch. So. Ja, hoppla. Unter höchsten Hygienestandard, meine Freunde. Da hinten. Das Thema Käse kommt dann irgendwann auch, wenn wir Kühe haben. Und dann können wir Salami mit Milch und Ei machen. Und ich glaube, das ist dann das Maximum der Gefühle. Da kannst du noch Milchkühe haben und du kannst Fleischkühe haben. Es gibt noch so vieles. Aber ich glaube, die Schweine sind für den Anfang ganz gut, weil klar, die brauchen relativ viel Futter. Aber sonst machen die halt nicht unbedingt viel Arbeit, ne? Wenn die Kühe musst du dann immer melken. Solange du keine Melkmaschine hast. Und auch da weiß ich nicht, ob du die einfach anhängen kannst, also ob das vollautomatisch läuft. Weil das Ding ist, wenn wir die Schweine, also wenn wir den Getreidespeicher da draußen mal fertig haben, dann müssen wir bei den Schweinen eigentlich gar nichts mehr machen, außer warten, bis die genug fett sind und sie zu Wurst verarbeiten. Ja, weil der Rest läuft dann vollautomatisch. Und das ist eigentlich schon ziemlich geil. Deswegen bin ich ein Schweinefan. So. Da geht eine Menge hin. Ich bin froh, haben wir das Haus gekauft hier. Gebaut. Selber gebaut. Draußen ist wieder ein Sauwetter. So. Hoppa. Ja, ich mach hier so. Boah. Weil eigentlich muss ich hier so ein Thumbnail machen, ne? Hier so. Ohne Anzeige am liebsten. Ah, das geht nicht, ne? Ja, okay, dann mit. So. Ba, ba, ba. Schweinefleisch. Hammer rein da. Ich habe einfach immer Angst, dass uns jetzt die Viecher da draußen einfach verhungern in der Zeit, ne? Weil es dauert halt schon einen Moment, bis die Dinger jetzt reif sind und, also, sagt man da reif? Ja, ne? Bis wir die zu Geld gemacht haben, die nächste Ladung Futter gekauft haben und wieder zurück sind. Das könnte eng werden. Aber irgendwann kommen wir dann auch aus dem Schlamassel raus. Hoffe ich. Habe ich das nicht schon in Folge 3 gesagt? Noch das und dann haben wir keine Probleme mehr. Ja. Ist halt wie im Real Life. Kommt immer, ne? Man verdient mehr, dann gibt man mehr aus. Und am Ende ist man wieder gleich weit. Ja? Und arbeitet und arbeitet und hasselt und hasselt. Rennt das ganze Leben dem Geld hinterher. Ja, und irgendwann ist man tot. Und wird selber zu Salami. Nee, aber, ne, Freunde, nehmt euch auch mal ein bisschen die Zeit, um auch mal stehen zu bleiben. Ne? Nicht immer durchs Leben rennen, als wäre es ein Game. Oder auch halt hier in einem Spiel mal nicht immer durchhasseln. Ne? Einfach mal genießen, mal einen Gang zurückschalten. Und ja, weil wir haben, ich sag mal, jede Minute, die vergeht, kriegst du nie mehr zurück. Dementsprechend ist es umso schöner zu wissen, dass hier ihr gerade mir beim Zocken zuguckt
Und ich euch vielleicht genau in so einem Moment von ein bisschen entspannen und einfach mal zurücklehnen und hören, was der Trottel da aus der Schweiz erzählt, wenn ich da für euch da sein kann. Ja, bin ich cool. Mal nicht an Arbeit und Schule und all den Scheiß denken. Oder an sonst komische Sachen, die gerade auf der Welt passieren. Einfach mal ein bisschen Wurst machen. Wobei das eigentlich auch problematisch ist. Aber hey, wie gesagt, das sind virtuelle Kühe. Das ist was ganz anderes. Das zählt nicht. Da ist es okay. Es sind nur ein paar Zeilen Code. So. Und falls ihr, by the way, wenn wir schon beim Thema Entspannung seid, ich bin aktuell auch gerade dabei, Videos zu erstellen zum Thema, also beziehungsweise um euch zu helfen, besser einzuschlafen. Da fahre ich an schöne Orte, ne, hier in der Schweiz oder auch mal gucken, vielleicht mal auch mal welche im Ausland. Stelle da eine Kamera auf und nehme einfach mal schöne Geräusche, ne, ein Bach, ein Wald, Vögel, Gezwitscher, dies, das. Nehme das für euch auf und mache da 10 Stunden Videos draus, damit die auch schön lang sind, damit man, weil die Idee dahinter ist, das kann man einfach anschmeißen, wenn man im Bett liegt und nicht schlafen kann. Und dann hat man einen schönen Entspannungshintergrund, Gedöns. Ne? So, ich finde das immer geil. Und da dachte ich, ja, kann man ja auch mal machen. Und, ne, also könnt ihr gerne mal ausprobieren und mir sagen oder da drunter kommentieren, wenn euch das was bringt. Findet ihr auf meinem Kanal die Videos. Und ich muss sagen, ich nutze die selber, ich feiere das. Lass mir mal gucken, mein Handy hat vibriert. Ach, der Freakmaster schreibt mir morgens um 4. Ja, Grüße gehen raus, falls du das hörst. Schatzi, Groß auf Nuss. So, jetzt haben wir hier 72%, 81. Ja, das dauert halt jetzt, ne? Aber wir brauchen Scheiße, unsere Viecher verhungern. Unsere Viecher verhungern. Wie viel Kohle haben wir denn noch? Ja, $23, das reicht nicht mal für einen scheiß Sack Futter. Ich meine, die da drin ist eigentlich egal. Aber hier müssen... Ja, fuck. Ey, die fressen so viel. Also du, Kollege, bist der Nächste. Die fressen so viel. Können die mal aufhören zu fressen einfach? Ah, Scheiße. Komm. Wow, ist der schnell. Hey, Rico. Komm. Mach schneller hier. 86%, 90%. Es bringt nichts. Ich kann nicht alle trocknen lassen. Wir müssen die Dinger verkaufen. Wir brauchen Kohle, sonst sind die Schweine irgendwie irgendwann tot. Wie viel Platz haben wir hier jetzt noch? Noch 7 Stück. Dann warten wir, bis die hier noch durch sind. Wobei die sind dann fast alle gleichzeitig durch, ne? Weißt du was? Ich nehme die und gehe die verkaufen. Weil wir müssen. Das bringt nichts. Das ist zwar scheiße, wirtschaftlich gesehen, aber wir müssen. Es hilft alles nichts. So, ich muss mir mal kurz eine Duftkerze hier anzünden zur Entspannung. Ja. Denn wenn wir schon beim Thema Entspannung sind, ja. Waren die letztes Mal auch schon da? Das ist mir noch nie so aufgefallen.
Na, guck mal. Geld. Und ich glaube, ich würde mich auch sehen so als Ranger. Rancher. So als hier Typ, der auf einer Ranch arbeitet halt. Ne, irgendwo am Arsch der Welt. Gut, ich würde dann trotzdem gerne gutes Internet haben. Dann so ein bisschen... nee, ich bräuchte dann Angestellte, die sowas für mich machen. Weil muss man sich ja bewegen für. Und ich entspanne mich halt lieber. So, okay. Schweinewurst gibt jetzt, genau, das war 40. Und die mit Ei und Salami und, also abgehangen ist ja dann Salami und mit Ei gibt es 70. Uff, krass. Okay, wir brauchen Futter. Brauchen richtig Futter hier. 2, 3, 4, 5, 6. Mehr hat wahrscheinlich eh nicht Platz. Aber das rettet uns wieder. Wir brauchen halt gefühlt am Tag 6, 7 Säcke von diesem scheiß Futter, ne? Das ist krank. Aber nicht mehr lange. Weil wenn die Dinger mal fett sind jetzt, und das wird demnächst passieren, dass die alle genug fett sind, machen wir die alle zur Wurst und kaufen uns dieses Getreide-Ding hinten, also das Metall, was uns fehlt. Und dann haben wir das Problem nicht mehr. Also klar, wir müssen immer noch Futter kaufen. Ja, also die Kosten haben wir trotzdem, aber wir müssen nicht jedes Mal hier hinfahren. Das ist schon mal ein riesen Vorteil, würde ich sagen. So, warte mal. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob ich mich sehen würde auf so einer Farm. So am Arsch der Welt. Ich stelle mir das schon geil vor, aber ich glaube, das stellt man sich zu einfach vor. Ne, also klar, wenn man jetzt hier wie so ein Unge einfach Kohle hat und nicht darauf angewiesen ist, dass man mit irgendwelchen Sachen hier von der Farm lebt und Geld verdient, ich glaube, dann ist das ein Traum. Also auf dem Bauernhof leben wie à la Unge und ein bisschen streamen und zocken, machen, tun, ein bisschen Immobilien, hier, dies, das, Ananas. Das ist schon geil. Aber der hat halt auch gehasselt, der Junge, ne? Also, Shoutout. Und das kann halt auch nicht jeder machen. Ne? Also es ist einer von x Millionen. So, Schweinis, da habt ihr wieder was. Könnt ihr wieder fressen wie die Tiere. Da packen wir gleich nochmal rein. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, umso mehr ich da reinpacke, umso mehr fressen die. So. Der nächste. Rüber. So, jetzt einmal hier die Duftkerze drehen. Wunderbar. Ach, schon schön. Reicht ja auch, wenn wir uns das vorstellen können hier, ne? So, dann gehen wir mal gucken hier. Habt ihr denn noch Futter? Ach, da ist wieder einer ready. Da will wieder einer verkauft werden. Da liegen ja $100 drin. Guck mal, da liegen ja $100. Ne? Ähnlich. So. Du kommst erstmal hier hin. Klappe zu, Waffe tot. Wie sieht's denn hier aus? Habt ihr schön... Oh ja, wir haben Nachschub. Wir haben Nachschub. Ach, süß. Guck mal, hier gibt's auch Futter. Können wir euch mal als Thumbnail haben? Bitte. Komm schon.
Immer süß hier. Ja, immer der Mama hinterher. Komm. Dann schön hier so, ja. Oh, süß. Und was ist das andere Ding? Ach du Scheiße. Okay. Ja, Schweinezucht können wir, ne? Du Scheiße. Ja. Ja, kommt mal alle zusammen. Ja, über den Tisch. Okay, ja, die müssen eh noch ein bisschen größer werden und dann, kommt ihr rüber zu euren Freunden. So, da ist jetzt nur noch einer drin, oder wie? Einen Sack haben wir noch und der ist wahrscheinlich dann für hier, ne? Ach Mist. Komm. So, wie sieht's denn hier aus? Euch geht's gut, ne? Ja, Wasser halt, ne? Scheiße. Wasser, Wasser, Wasser. Und das Wasser muss ich jetzt auch noch machen, weil sonst, ist Ende Gelände. Ach, ohne Kübel bringt das nichts. Eieieiei. So. Hm. So, ihr habt noch ein bisschen Wasser. Geh mal zur Seite. Du kommst da nicht raus. Du bist zu fett. Wann lernst du's? So. Hi. Blumps. Okay, die Schweinezuchtstation. Alter, dieser Brunnen. Die haben Wasser. Jetzt müssen wir nur noch die großen Schweine und die große Scheune und die Hühner. Und in der nächsten Folge verkaufen wir die Dinger da drin und bauen die da hinten fertig. Dann haben wir endlich Ruhe, was das angeht. Hoffe ich. Ach, die haben sogar noch ein bisschen Wasser. Ja, dann lassen wir das noch so. Dann geben wir das hier den Hühnern und gehen pennen. Und hoffen, dass die morgen nicht alle tot sind. So. Weißt du was? Das ist ja nur noch der hier drin. Nee, aber der muss das Futter noch fressen. Ja, komm, nee, weißt du was? Ich stelle den hier hin, damit ich weiß, dass ich das füllen muss. Nee, ich nehme den schon mal rüber. Aber das machen wir morgen früh in der nächsten Folge. Guckt euch das an. So, und wer jetzt noch nicht schlafen kann nach dieser Folge, hey, warum kann ich den... Danke. Wie gesagt, guckt euch mal auf meinem Kanal die Videos an. Einschlafhilfen heißt das. Müsste, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt, ist erst eine Folge draußen. Aber sonst, da werden noch mehr kommen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Auf jeden Fall sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch eine entspannte Nacht, wenn ihr jetzt schlafen geht. Schlaft gut, seid lieb zueinander. Schätzt, was ihr habt. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abo würde mich freuen. Kuss auf die Nuss. Bis gleich, Timochi. Ciao.